Günter Steinebach lernt Garmi kennen. Der Assistenzroboter soll einmal in der Pflege eingesetzt werden. Steinebach ist eigentlich Hausarzt. Bei einem Test schlüpft er in die Rolle des Patienten. Wie geht es ihm gegenüber einer Maschinenintelligenz? Zunächst ist man neu und befremdlich. Ohne Frage. Man muss erst versuchen, sich an die Maschine, an das Gerät zu gewöhnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus möglich ist, auf längere Sicht, dass das machbar ist. Garmi ist die Erfindung von Professor Sami Haddadin. Er forscht an der TU München an Robotern, die in Zukunft hilfsbedürftige Menschen unterstützen sollen. Ein Teil ist natürlich, dass die Pflegekräfte, das medizinische Personal sozusagen eine Art Vorprogrammierung vornehmen. Wir wollen ja eben, dass die mit dieser Technologie umgehen können. Die kennen ja ihren Patienten, um dann ähnlich wie jedes andere Werkzeug es einzustellen, eine Voreinstellung auf die Person. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich, dass die Systeme sich über maschinelles Lernen und entsprechende intelligente Algorithmen auf diese Person einstellen können, um eben auf die individuellen sagen wir, Bedürfnisse und das individuelle Verhalten der Person dann auch nach und nach eingehen zu können. Empathie und Zuneigung kann Garmi nicht zeigen. Er ist eher fürs Praktische. Tisch abräumen, Zeitung vorlesen oder eine Tür öffnen. All diese Fähigkeiten müssen die Roboter zunächst erlernen. Auch telemedizinische Notfallsprechstunde soll Garmi vermitteln können. Günter Steinebach probiert es aus. Garmi, mir geht's nicht gut. Rufst du den Doktor bitte? Guten Tag, Herr Steinebach. Hier spricht der Thunhammer. Sie haben Garmi gebeten, mich anzurufen. Wie geht's Ihnen denn? Herr Thunhammer, mir geht's leider nicht gut. Mir ist leicht übel und ich habe Kopfschmerzen und ich bin vorher gestürzt, konnte mich aber Gott sei Dank wieder selbst aufrichten. Aber bin noch nicht in guter Verfassung. Doktorand Nikolaus Zunhammer bedient von der TU München aus über ein Steuermodul den Assistenzroboter, der in Garmisch-Partenkirchen steht. Auf diese Weise kann später auch ein Arzt erste Untersuchungen am Patienten vornehmen und Medikamente verordnen. Aktuell kann Garmi Blutdruck messen. Auch Ultraschallaufnahmen werden später möglich sein. Ja, Herr Steinebach, ich sehe jetzt hier Ihre aktuellen Werte. Die liegen bei 170/100. Das ist immer noch deutlich erhöht. Günter Steinebach ist Berater des Projekts. Als Arzt weiß er, wo es noch hakt. Die Übermittlung der Daten, das dauert ein bisschen. Und es können natürlich Messfehler da sein. Es können, wenn das im täglichen Leben ist, wenn der Roboter dann technische Schwierigkeiten hat, kann er natürlich möglicherweise auch zu Unfällen führen. Und dann manche manuellen Dinge tut sich der Roboter doch sehr schwer. Ich gehe jetzt ganz banal Blut abnehmen. Da muss er ganz schön lang üben, bis er das kann. Garmi ist und bleibt eine Maschine, die nur mechanische Arbeiten abnehmen kann. Die Fähigkeiten des Menschen in motorischer Hinsicht, also Bewegung, Therapeutik und so weiter, sind ungeschlagen. Und ich sehe da auch nicht, dass wir in absehbarer Zeit da herankommen sozusagen. Und die kognitiven, sozialen Fähigkeiten, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist eine reine, könnte man sogar sagen, jede Maschine ist absolut nicht in der Lage, das zu ermöglichen. Herr Steinebach, die Tablette von heute, die ist noch drinnen. Haben Sie vielleicht doch vergessen, die einzunehmen? Aber ja, das kann möglich sein, ja. So, nehmen Sie das Glas. Genau. Danke. Solange keine Komplikationen mehr auftreten, würde ich sagen, wir sehen uns einfach nächste Woche zum regelmäßigen Check-up. Ja, also die Algorithmen sind schon für den Stand der Technik, denke ich, relativ anspruchsvoll. Aber wir sind noch am Beginn der künstlichen Intelligenz. Also es ist ja so ein bisschen, als hätten wir eine Tür, einen Spalt weit aufgemacht und wir sind dabei, reinzuluken und verstehen nach und nach, was wir mit dieser Technologie alles tun können. Aber ich denke, wir sind da schon in einer Phase, in der die Technologie auch wirklich nützlich ist. Also sie ist anspruchsvoll genug, um uns nützlich sein zu können. In einigen Wochen wird Haddadin mit den ersten Tests an echten Patienten beginnen. Doch bis der Roboter Pflegekräfte tatsächlich entlasten kann, wird es noch etliche Jahre dauern.